Meine lieben Freunde, wir sind im TÜV-Gottesdienst gewesen. Da sind viel mehr TÜV gewesen. Jetzt bin ich auf dem Heimweg und ich sage euch, das war so eindrücklich gewesen. So eindrücklich. Du schaust einfach hinter, du siehst einfach kein Ende von TÜV. Weil es so verdammt viel sind. Das ist so schön gewesen, ich schwör's euch. So schön gewesen. Nein, ich sage euch, das TÜV-Fahren-Hobby, das ist so nice. Wir sind gefahren, einfach jeder mit dem gleichen Hobby, mit dem gleichen Gedanken, einfach geniessen. Einfach geniessen, schön Feldwege fahren. Ihr seht jetzt ein paar Ausschnitte, Highlights. Und das ganze Video kommt dann wahrscheinlich ungeschnitten, auch noch online. Nein, schön. Ist irrsinnig schön gewesen. Dann sind wir durch Kreuzungen gefahren, die Leute haben einfach müssen warten, wie aber irgendwie 100 TÜV durchfahren oder so. Irrsinnig schön. Irrsinnig schön. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt mich wieder aufraffen. Ich bin in den letzten Tagen so schlecht TÜV gefahren. Ich bin viel TÜV gefahren, aber extrem schlecht. So wirklich, ich habe nicht in die Kurve, nichts. Den TÜV überhaupt nicht gespürt. Und ich muss jetzt wieder sagen, ich muss mich mehr getrauen. Also schon mit Vorsicht zu genießen natürlich. Nicht wie ein Henker in Kurven und zu denken, man sei auf der Rennstrecke. Aber ich habe wieder Videos gesehen, die TÜV benötigen sind so viel, die können so viel mehr. Die können so viel mehr. In der Mitte sind TÜV-Reifen hart. Das wollen wir eigentlich, müssen die hart sein in der Mitte. Das wollen wir immer geradeaus fahren, dass man die dann nicht so kantig fährt. Und auf der Seite weich, also sie haben verschiedene Stufen. Auch in dem Sinn, dass man auch je nach Schräglage, dass man nicht gerade ausrutscht, oder? Darum, nein, ich sage euch, das macht so Fun. Das hat so Fun gemacht. Sind wir durch ein Tunnel gefahren und einfach alle bam, 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 bam. Alle haben voll gerissen am Gashebel. Ich schwöre so, es war so nice gewesen. So nice gewesen. Moin. Und dann sind wir eben schöne Pässe gefahren, teilweise. Also wir sind eigentlich immer so in der Kolonne gefahren, wie man, wenn man mehr als 2-3 TÜV fährt, so versetzt sind wir gefahren. So, eben jetzt so. Und dann schön in die Kurve. Ich weiss, ich fahre viel zu weit rechts, das meine ich genau. Ich fahre so schlecht aktuell. Ich fahre richtig schlecht aktuell. Ich muss mich wieder ein bisschen Training machen, weißt du, ein bisschen trainieren. Einfach nicht zu wild, das ist mir wichtig. Ja, aber schaut mal, wie schön die Aufnahme ist. Es war so eindrücklich gewesen. Man hat wirklich viel fahren, man hat kein Ende gesehen. Und ich war bei der Mitte gewesen. Und stell dir mal vor, du bist der Erste. Stell dir mal vor, du bist der Vorderste. Dann hast du einfach so eine richtige Schlange hinter dir. Das sind, glaube ich, auch die vom TÜV-Gottesdienst. Könnte sein, dass die auch, weil es hat viele Leute gegeben, die abgesperrt haben, weißt du. Es ist richtig schön, so TÜV zu fahren. Wir hatten geiles Wetter, wir hatten super Stimmung gehabt. Und der TÜV-Gottesdienst ist eigentlich so, am Anfang hast du einen Gottesdienst, der aber nicht ungewöhnlich irgendwie, ich sage jetzt mal, langweilig ist für viele, sondern wirklich ein Thema TÜV fahren, mit Musik immer zwischendrin. Dann haben wir die Ausfahrt. Vorher kannst du schon TÜV-Segnung machen. Ich glaube, die ist aber nur in der Saisonstart. Ich glaube, Saisonende nicht. Ich bin dann neben dem TÜV gestanden. Er hat gesagt, die neben dem TÜV stehen. Also das hat er schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob er das mal das auch gesagt hat. Die neben dem TÜV stehen, die TÜV werden gesegnet. Aber irgendwie hat er bei uns einfach jeder TÜV gesegnet. Der eine. Obwohl ich dann neben dem TÜV gestanden bin, mich hat er auch gesegnet. Aber ist doch schön, weißt du? Ich habe es eigentlich nicht unbedingt vorgehabt. Aber ich bin dann, das ist noch kurz, zack. Und dann haben wir die Ausfahrt gehabt, mit Drohnenaufnahmen. Nein, ich sage euch, viel sagen zu, ja, TÜV, was ist das? Ich weiss, für die Leute, die keinen Bezug haben, oder selbst dein Sohn, kann es sein, dass der überhaupt keinen Bezug zum TÜV-Fahren hat. Weißt du, das muss dir halt gehen sein, das muss dir gehen sein, oder? Genauso wie man vielleicht geile Autos nicht unbedingt geil findet. Ich meine Supersportautos oder irgendwelche aufgemutzte Autos.
Aber für mich ist es einfach Highlight. Für mich ist es einfach so geil, dass der TÜV-Gottesdienst oder einfach allgemein so schöne Auswärtchen zu machen. Du kannst so den Kopf durchlüften. Also wirklich, du kannst so clean werden im Kürbis oben. Schalalala, wir fahren nur 70, schalalala. Und wenn ich überhole, dann kann ich eventuell gelasert werden und geblitzt werden. Lalalala. Soll ich jetzt in 20 km schneller überholen? Nein, 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 nein. Ah, jetzt fahren wir an die 80. Langsam sind wir an der 80 km/h. Ich muss ein bisschen bremsen. Ich bin ein bisschen zu nahe. Ich kann eigentlich jetzt tanken, aber ich wollte mal schauen, wie weit dass ich eigentlich komme mit einem Tank. Wartet, wir können schnell anhalten, weil das habe ich eigentlich mal schauen, wie viele Kilometer ich jetzt eigentlich schon drauf habe. Wie kann man schauen, wie weit ich komme mit einem Tank. Eigentlich müsste ich etwa 350 Kilometer kommen. Ja, 250 habe ich jetzt, hast du gesehen? 250. So, wieder zurückstellen. So, 250 Kilometer habe ich jetzt drauf. Also ich hoffe, dass ich schon noch 100 Kilometer damit schaffe, mit dem Tank. Hoffe ich. Und dann würde ich eben mal schauen, aufschreiben, alles. Was macht der Foto? Aufschreiben, alles und dann wollte ich schauen, wäre eigentlich mein Ziel gewesen, Playfrei 98er rein zu tun und schauen, wie der Verbrauch ist. Ob es überhaupt etwas ausmacht von der Kilometerzahl und wenn ja, dann würde ich das gerne ausrechnen, ob sich das 95, das 98er dann auch lohnt oder nicht. Ich weiss, das kannst du alles sagen, das ist alles Kabis, aber es interessiert mich halt, weißt du, ob es einmal ausprobieren, dann weiss ich es, weißt du, dann weiss ich es. Ich habe noch einen ultimativen Lifehack für euch. Wenn ihr TÜV habt, TÜV fahrt, und wenn jetzt eure Mutter oder so sagt, oh, wie gefährlich und so, ich kann nicht gerne, dass du TÜV fährst, dann kannst du zum Beispiel auch noch ein Auto kaufen. Und wenn du ein Auto hast und den TÜV und gegebenenfalls deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder, dein weiss ich nicht was, dein Vater, was auch immer, deine Freundin oder was auch immer ein Auto braucht, kann sie dein Auto nehmen, kann sie um die halbe Welt fahren und wenn du irgendwo hin musst, dann hast du den TÜV. Weißt du, was ich meine? Und für mich ist das jetzt in der letzten Zeit, also für mich ist das jetzt so aktuell, dass es für mich einfach ein Gamechanger ist. Das Auto wird gebraucht oder du willst ein bisschen Kilometer sparen und lässt das Auto daheim stehen. Und jetzt ist es nächste Woche, das war jetzt nach dem TÜV-Gottesdienst, am 27. März ist das Video jetzt aufgenommen worden und nächste Woche soll es die ganze Woche schön sein. Jetzt kann ich einfach arbeiten gehen mit dem TÜV, weißt, und kann so auf meinem neu geleasten Auto ein bisschen Kilometer drauf lassen. Ein bisschen zurückstecken, ein bisschen, ja. Nein, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß an dem Video gehabt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Bask. Ciao miteinander.